Welkom zu een iedereen die deze vandaagse Sendung von Botschaft der Bibel eingestellt hat. Uw Redner ist Johan Dyck. Vandaag wil ik in 2 Mose kapitel 32 wiedergehen. Dat Thema handelt sich vandaag über den großen Angehorsam von dat Volk Israel, in wo Moses damit moest vorig worden. Wann dat schwere Tiden jeft, dann tekent een gouda leider sich uit. Hier bei Moses weer dat so. Zu dieser Zeit gaf Gott Moses 2 steinerne Tafeln, wo die 10 Geboten wären abgeschrieben. Nu moet wir uns dort proben fertigstellen, wat dan ongemankt het Volk passiert. Moses weer nu al meest 40 jaar weg geweest. Viele vangen aan te denken, hij weer verschwungen. Dan vangen einstje aan den Aaron onder druk te zetten. Ze zeiden, wer weet wat met diesen Moses, wat ons uit Egypten bracht geworden is. Dan bereden ze Aaron, dat hij aan zal een afgod merken, die aan dan verabgehen wordt. Aaron wie je Moses zijn broeder, en wie ook de leidende priester voor dat volk, wie zij vom Stamm Levi wie. Dat volk wie dat gewand dat Aaron aan als priester dienen deed. Bloos is het niet te verstonen, dat hij zo schwind vergeten had, wer de Haar wie, en zo welligt hij aan. Hij leidt aan goldene oorring brengen, en die worden dan geschmalten, en uit diesen klompen gold moet Aaron dan ne kalfs gestalt. Dan zegt hij deze wieder, wat voor ons vandaag onbegrijpelijk zijn. Hij zegt, dit is jun God, o Israël, wat je uit Egypten uitgebracht heeft. Met dem roopt hij het volk op, dat ze nächsten dag een groot vast vieren worden. Am nächsten Morgen tidig fangt het volk aan te vieren. Sie brachten sogar Brandopfer und Friedopfer, aber nicht zu den rechten Haaren. Das wir alle für die Verehrung von dat goldene Kalf. Erst dat aber nicht umstaunen, dat ein paar Werk vorher die Menschen alle versprochen hadden, dat sie jeder Gebot holen würden. Hier hadden sie voorts die erste 2 Geboten gebrochen. Du sollst keine andere Jatta bezit mehr haben, en du sollst die kein Aufgott merken. Aber so ist der Mensch, wann er prüft in die eigene Kraft, Gott seine Geboten noch zu kommen. Dann kann einer noch sehr viel versprechen, aber wenn das erst darauf ankommt, halbt das Versprechen nicht sehr viel. Ich denke besonders an viele junge Menschen, wat wie gemeint gehen in sich deipen lassen. Sie seien dann den Katechismus ab und versprechen, dat alle noch zu kommen, wat er binnen steht. Aber sehr Ferken ist das gar nicht von Horten gemeint. Ferken gonen sie bei gemeint, bloß wie sie sich befreien wollen. So eine Sort gemeint Angehörigkeit erstmal wenig wird. Dat is sehr so, als wat het Volk Israel versprüht, in einen paar Werk deed het al dat goldene Kalf aanbeden. Als Aaron dann dat Fast uitgeraubt had, sammelt dat Volk sich zum Opfern. Dat blijft aber nicht beim Opfern. Dat sagt in 2 Mose 32 saß. En dat Volk sah sich an, te eten en te drinken, en stond op, sich te vergnügen. Dit meint, dat sie nicht ab n gescheiden Weg eten en drinken deiden. Dat wie ein Fast, wo scheinbar alles uitgeleist. Dat wir wahrscheinlich ne Süperie geworden, en all dat schlechte Leben, wat mit dem Süpen taub hängt. Dat wir wirklich ein heidnisches Fast geworden. Dit bewiest war, dat die Menschen sich gewöhnlich so benehmen, je nachdem, wo ihre Jatter sind, wat sie anbeten. Wann sie den heiligen Gott anbeten, in arm mit ganzem Horten deinen, dann erst ihr Leben gewöhnlich auch ein Netzeljet, wat goude Frucht bringt. Wann sie aber einen Aufgott anbeten, dann führen sie ihr Leben bald so, als sie sich ihren Aufgott verstahlen, getekend von Freten, Süpen en Hurerie driven. Für wat für ein Gott lebst du? Wann dat Geld oder die Bürerie dien Aufgott ist,
dan wordt dien leven meestens door met te doen han, wo du kost het leegste te geld komen. Wann dien aufgott de onreine last is, dan wordt dien leven van draadje gedanken gedreven worden. Zo als de aufgott, zo wordt met de tijd ook de aanbeder. Al dit wie nu passiert in Israël, hat sich sehr versündigt. Adam en Eva, die woonden am Garten bij God, en jengt dat zo schijn. Alles weer fijn, wat zij harsten zo toen der zweem, die slang no aanschijn. Hij kon het bereden te meten van boom van de wijsheid van goud van slaast. Met dit bracht de zoon om de zin aan het al, krijgt zoals de Bijbel dat zegt. Met dit bracht de zoon om de zin aan het al, krijgt zoals de Bijbel dat zegt. Met lasten, met jankert, en vind en zand jij en wat schoot het, als hem maar de vrouw. Als het schreef aan de zeil, wordt de krankheid dan ooit, zei Jezus, oh, help me van jou. Zin neemt ons vast als het jeet met een slang, de trubbel is groot en deze groot. O, bij Jezus, je wanneer was in dat een trietsen betoeld, en met zien in het bloed. Jezus, je wanneer was in dat een trietsen betoeld, en met zien in het bloed. God wil ons geven dat hij wil leven, dit is zijn verlangen en wens. Jezus is reit om die zin dat vergeven, hij klapt aan bij ieder mens. Wann wie nicht horchen, es hüsert gefechten, die ewige brennende Flamme. Van de is de dag van de notwendige zaak, zei Jezus, jo, ik neem die aan. Van de is de dag van de notwendige zaak, zei Jezus, jo, ik neem die aan. Van de is de dag van de notwendige zaak, zei Jezus, jo, ik neem die aan. Krijgt zu dieser Zeit hat Gott Moses groß die 10 Gesetztafeln gegeben. Nu seht der Herr am plötzlich, dat hij schwind raufgehen soll, wils dat Volk sich sehr versündigt hat. Dann vertelt der Herr Moses alles, wat ihnen groß passiert wär. Gott seht, die sind sehr schwind vom Weg aufgekommen, den ich anbefohlen hat. Sie haben sich ein gegotenet Kalf gemerkt, han sich durch ihr Han geschmeten, haben zu dort geopfert und han gesagt, dit sind die Jätter Israel, wat die uit Ägypten gebracht haben. Dann sei die Herr zu Moses, ich hab dit Volk beobacht, und dort ist sehr holzstierig. Nu lot mi toch, dat ich meinen Ohr jähen an brennen lot en an vernicht, dann wo ich von die ein großes Volk merken. Von dieser Rede kann einer merken, dat Gott seine Geduld mit Israel nu te eng weer. Wann der Herr auch sehr geduldig ist, kommt dann eine Zeit, wo er keine Genot mehr hat. Denke mal zurück an die Geschichten von der Bibel. Zu Noah seine Zeit lebten die Menschen auch nicht, dort an jemals was passieren kann. Sie lebten kragt, so es an das jankert. Aber eines Tages, sei der Herr, mein Geist wird nicht immer mit den Menschen streben. Damit wie ihre Genodentijd vorbei. Wir weten alle, was dann passiert. Die ganze Menschheit wird vernichtet. Kijk mal nur Sodom und Gomorra. Da lebten die Menschen auch vollständig ihre Lasten uit. Sie lachten darüber, dat laut an Warnen deed, dat Gott die Städte vernichten wird. Aber die Nacht wird die Genodentijd für Sodom und Gomorra ewig. Ich wonder oft von der, wer nur dit Programm horcht, für dem die Genodentijd auch meist vorbei ist. Du hast die wenig um den Herrn gekämmert. Du lebst so, als die das schein jet, und du hast kein Verlangen, deine Sünden abzugeben.
in den Herrn gehorsam te worden. Ik mocht die roden 3 dag van der om, en evalai die doch, wat verschrikkelijke kosten dat zijn, op ewig verloren te gaan. Für Israel wird die Gnadentijd sozusagen aufgerannt. Sie hadden sich tauwerken, je in den Herrn gestalt, en hadden lang ihren eigenen Kopf der gesagt. Nu sei der Herr weer Schluss. Hij würde an alle vernichten. Aber wat hier sehr abfallend ist dat der Herr zu Moses seht, nu lot mich toch. Wat soll dort bedeuten, dat der Gott vom Himmel in die Erde zu een kleinen Mensch des Moses dit sagen wird? Wat meint der Herr mit die Wieder, lot mich toch? Kann hier nichts anderes sein, als dat der Herr dat Gebet von Moses damit meint. Der Herr wir reit Israel zu vernichten. Nu soll Moses nicht noch veran entstohnen. Aber Moses prache den Herrn doch, dat hij seinen groten Ohr schaunen wird. Hier sei wie ein von den besten Eigenschaften von een gouden Leider. Van dat Volk amok al so verkend het Leben schwoa gemacht hat, wie hij noch lang nicht reit an abzugeven. Hij deed met den Herrn dingen, zoals Abraham einmal über Sodom und Gomorra dingen deed. Dann lädt hij den Herrn ver, wat de Ägypter sagen würden, wann sie hierden, dat der Herr dat Volk umgebracht hat. Sie würden sagen, der Herr hat dat Volk mit schlechten Aufsichten uit Ägypten gebracht, an hier in diese Boy umzubringen. Dann hielt hij amok ver, dat hij Abraham, Isaac en Jacob doch versprochen had, hij würde ihre Nachkommenschaft vermehren en aan dat Land Kanaan geven. Dit is für mich ein von den erstaunlichsten Stellen in der Bibel. Dort sagt dann in Vers 14, dat der Herr sein Vorhaben ändert. Ist das nicht ein Beweis dafür, wo mächtig das Gebet von ein gerechter Mensch ist? Der Apostel Jakobus sagte mal, das Gebet von ein gerechten Mensch bewirkt sehr viel, wenn das ernstlich ist. Gott hat je dat gar nicht neidig, nur ein Mensch zu horchen. Aber der Herr selbst hat das Gebet angeführt aus ein Weg, wodurch der Mensch mit ihm kann mitarbeiten. Wo ist das mit uns Gebetsleben? Wir haben wirken keine Ahnung, was da alles auf Spiel steht, wann wir nicht beten würden. Worum Gott das so angeführt hat, tja, wir nicht weiten. Wir weiten bloß, dat alle Wehen in der Bibel uns befohlen wird, dat wir beten. Denk je mal an all die grote Männer Gottes, ook die frühers in der Bibel wat beten deiden. Ich denk hier an Abraham, Isaac en Jacob, an Moses, an Samuel, an Hannah, an David, an Ezra, an Nehemia, an Daniel en de Propheten. Dann denk ich auch besonders an Jesus, der sehr viel beten deed. Hij lehrt seine Jünger, dat sie immer beten sollen en nicht verzögern. Dat Gebet hat die Macht, unsere Welt zu verändern. Alles, was für uns allmählich ist, tja wir im Gebet um Herrn bringen. Wenn wir dort im Glauben daunen, dann verspricht der Herr, wird hij uns hören. Hij wird unsere Gebete nicht immer so beantworten, als wir uns das denken, aber hij wird dann dort daunen, was für uns oder den Nächsten das Beste ist. Wenn du sein möchtest, dat deine Kinder sich zu Jesus bekehren en ihm nachfolgen, dann sollst du dafür beten. Wenn die dat auf dem Hort liegt, dat durch kein geistliches Leben in deine Kirche ist, dann darfst du dafür beten. Wer weiß, ob die Gnadentijd für viele Menschen in dienen Umkreis auch allmeist aufgerannt ist, die aber doch noch eine längere Zeit Gelegenheit kriegen würden, wann wer dafür beten wird. Wenn du Jesus in dein Leben angenommen hast, dann ist das Beten ein von den scheinsten Diensten, was du an andere tun kannst. In 1. Timotheus 2, 1-4, sagt Paulus, dass wir für alles andere, was wir tun, beten sollen, für alle Menschen, besonders für Könige und solche, was uns regieren. Der Grund, warum wir beten sollen, sagt Paulus, ist,
wils Gott mocht, dat alle Menschen geraad worden en tot die Erkenntnis van de Wahrheit kommen. Wenn du al een Kind Gottes geworden bist, dann kannst du kracht zoals Moses für andere Menschen anstonen, dat Gott an Gnade beweist en an daartoe bringt, dat ze zich bekehren. Glücklich das Volk, das Gott von ganzem Herzen erhebt. Glücklich das Volk, ja glücklich das Volk, das Gottes treue Hilfe erlebt. Herr, komm von dem Himmel herab, berühre die Berge, dass sie rauchen, streck deine Hand aus der Höhe, reiße mich aus großen Wassern. Glücklich das Volk, das Gott von ganzem Herzen erhebt. Glücklich das Volk, ja glücklich das Volk, das Gottes treue Hilfe erlebt. Herr, was ist schon der Mensch? Ich staune, dass du seinen Weg achtest, dass du dich auch um ihn kümmerst, in Liebe zuerst an ihn dachtest. Glücklich das Volk, das Gott von ganzem Herzen erhebt. Glücklich das Volk, ja glücklich das Volk, das Gottes treue Hilfe erlebt. Du bist mein Helfer, mein Schutz und Schild. 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 Mein Schutz und Schild. Glücklich das Volk, das Gott von ganzem Herzen erhebt. Glücklich das Volk, ja glücklich das Volk, das Gottes treue Hilfe erlebt. Op een gewisse weg wird het ook een proef für Moses als Leider. Wird hij bloß an sich denken en den Herrn zijn Angebot begierig annehmen? Oder wird hij ohne an sich zu denken bloß das Beste für das Volk im Sinn haben? Hier tekent Moses sich als een vertreffelijke Leider uit. Den Herrn gefällt dat Moses so fast darauf bestund, dat het Volk soll verschont worden. En zo deed de Herr zijn gerecht über Israel abschuwen, wils Moses im Vertrauen gebet had. Diese ganze Zeit, wie Josua auch mit Moses taub op een borg gewast, en had dat ohne Twijfel alle met erlebt. Nu, als sie erst noder noch kommen, seht Josua zu Moses, dat hiert sich so, als wann durch Krieg am Löre ist. Aber Moses seht, dat is nicht Kriegsgeschrei, dat hiert sich nur singen. Dat weiß ich dann auch bald so rüt, als sie dichter kommen, dat door manchem Volk ne wilde Superie mit viel Geschrech en besobnet Gesing wir. Dann oert Moses sich so sehr, dat hij die zwei Gesatztofeln door op een steiner Hand schmeit, dat die te kleine Bieter spretzten. Dann ging hij en nam dat goldene Kalf, verbrennt dat am Vier, en wat er overbleef, wordt een finer Stoff geschraut. Diesen Stoff streit hij dan op ihr Drinkeswater en mögt het Volk davon drinken. Hij wil damit han, dat sie dort op diesen Weg tauschstunden, dat sie alle op irgendein Weg hadden deelgenomen an diesen Abschäselien angehorsam. Wann Moses ook für das Volk am Gebet had angestonen,
wie hij nicht blind zu ihre Sünden. Als een gouder Leider mög hij sich die Meer uit te vingen, wer die Heerführers wären, wat dit verursacht hadden. Dat eerste raubt hij zijn bruder Aaron. Hij wie je de hoge priester. Aaron wie je de man, wat schijnbaar schwind gewelligt had te dat, wat de jetsen aanbeder willen. Moses wil weten, wat het volk te am gedonen had, dat hij zo'n grote zin op aangebracht had. Moses leefde bestemd, die hadden am gedrijft, en dat hij doorween had gewelligt. Aber Aaron gaf hier een zeer lome antwoord. Hij zei te Moses, du kennst je dat volk, dat die immer nur dort bij ze hingen zijn. Zij zeiden te mij, ik zal aan een God merken, wat aan Leiden wordt, weil sie nicht wisten, wat met Moses passiert weer. Dan zei ik, sie zullen mij er Gold aufrieten en bringen. Dan schmeit ik dort am Vier, en dan kommt dit Kalf uit. Dat sagt nicht, wat Moses dort zeid, aber eins ist klar. Aaron hat als Leider ganz versagt. Hij stund nicht op de Wahrheit fast. Hij wist alle Geboten, aber hij wird zu ängstlich, dorab zu bestohnen, en so leidt hij sich sehr leicht bereden. Ein guter Leider laat sich nicht so leicht zum Beisen drängen. Ik mocht hier aber noch dort sein, dat het ook Leiders schafft, wat nicht op de Wahrheit stonden, en doch ganz an ihr Steck fasthouden. Ik denk hier besonders an zo'n Leiders in de gemeente, wat bloos willen bij dat oude blijven. Dat oude is van dat, wat an geleerd worden is. Dat is aber nicht dat wirklich oude, weil staan mat wie ganz teruggaan naar de Bibel. Ze houden dan an menschliche Regeln vast, wat verken door jegen zijn, wat de Bibel leert. En doordat stonen zo'n Leiders nicht op de Wahrheit, weil sie die Wahrheit in de Bibel nicht kennen. Zo'n Leiders wordt Gott noch einmal verantwortlich houden, dat sie selbst am Stich stunden en leiten ihre Menschen nicht das ewige Leben fingen. Hier bei Aaron, de hoge Priester, wird het kragt das Gegenteil. Hij kann die Wahrheit en wist wat Gott gesagt hat, aber hij welligt dort te doen wat hij wist, wird schlecht sein. Moses seht zu Aaron seine lome Entschuldigung nicht. Dat eerste stelt hij dat volk ferne Entscheidung. All die, wat an den Haaren seine Seed wären, sollen sich hängen am Stahlen. Dann kommen alle Leviten, die Priesterstamm, und stalden sich hängen Moses Hahn. Ohne Zweifel fängt Moses dann von an ut, wer der rechtschuldige Heerführer von diesem Abstand gewast wären. Dann gab er die Leviten den Befehl, diese Heerführers alle mit het Schwert dood te merken. En so fallen an dem Tag wie 3000 Mann. Dat is voor ons vandaag schwoa te begrijpen, wees we in de tijd van het Nieuwe Testament leven. Dit weer een tijd, wo Gott dat klar befohlen had, dat wanneer een mens in Israël zich in den Herrn stelt en am moutwellendst ongehoorzaam weer, die moest handgerecht worden. Hier wird het dan zo, dat 3000 abständische Menschen handgerecht worden. Wann die Leviten dat nicht gedonen hadden, wird Gott anhaben musst alle vernichten, so es hij dat al im Sinn had. Als dit dan gedonen wir, befahl Moses, dat het volk sich nu ganz bewusst den Herrn nie weihen soll. Hij wil dan noch einmal ab den Borchen abgehen, in dem Herrn für das ganze Volk um Verzeihung beten. In Kapitel 32, Vers 31 bis 32, beet Moses dit merkwürdige Gebet. Ach, dit Volk hat eine sehr große Sinn begonnen. Sie haben sich in Gott uit Gold gemerkt. Wann du doch ihre Sünd vergeben mocht. Und wann nicht, dann lass mich uit dein Buch, was du geschrieben hast. Dat jeft bestimmt keinen unter uns, wat wird wären zo'n Gebet te beten. Wem von uns ist das so sehr darum zu doen, dat de Herr die Sünden von anderen Menschen verjaft, dat wir willig zijn met die Taub verloren zu gehen, wann hij dat nicht deed. Dit wir noch eine Eigenschaft von een gouder Leider. Der ist willig für sein Volk
zijn eigen leven op een spel te zetten. De Heer nam dat aber niet aan. Hij zei, hij wordt bloos zonen uitlaschen, wat jij en hem gezindigd hadden. En met dem meint hij dat Moses niet eind van die weer. En zo zijn we verder zum Ende von onze tijd. Vielleicht feilst du die als Vater oder Mutter angesprochen. Je haben eine grote Abgabe junge Kinder so abzutragen, dat sie sich bekehren in den Herren nachfolgen. Vielleicht bist du ein Prediger oder Ältester, wat für die Gemeinde eine grote Verantwortung trägt. Sie sagen, dat du op de Wahrheit von der Bibel stehst und nicht ab Sitten und Regeln, wat wenig Grund in der Bibel haben. Leid die Gemeinde so, dat die Menschen dat weten, dat sie geistlich dood zijn en sich zu Jesus bekehren motten. Daartoe kannst du veel doen, durch het Gebet veraan. Wel we nu nog zum Schluss tot beten. Wir kommen nu noch einmal nur die, lieber Herr, und danken die, dat du onze Gebete erhirst. Wir danken auch, dat du Sünden verjefst, und dat wir mit deiner Kraft können Leiders worden, wodurch die Menschen können das ewige Leben fingen. Amen. Jesus lässt mich nie allein, wenn Freunde auch mich oft verlassen, wenn kein Mensch in der Not zu mir steht, schenkt mir Geborgenheit, tiefen Frieden, wahre Freude, wie ein Freund, der zu trösten versteht. Sage alles nur ihm, er versteht deine Sorgen, wie schwarz auch die Wolken oft über dir stehen. Ich bin froh, sein Kind zu sein. Ich hab alles, brauch nicht sorgen. Seine Liebe, seine Treue mit mir geht. Sage alles nur ihm, er versteht deine Sorgen, wie schwarz auch die Wolken oft über dir stehen. Ich sage alles, alles ihm, er ist bei mir heut und morgen, alle Tage durch die wir noch gehen. Wann je noch Fragen haben, oder mit irgendwem reden mochten, über dort, was je auf dit Programm gehört haben, dann schrief doch direkt an Johan Dyck, Box 361, Blomenoord, Manitoba, Canada. R0A0C0. Ik wens je allen een goede week. Op Wiederhören. Wann je noch Fragen haben, oder mit irgendwem reden mochten, über dort, was je auf dit Programm gehört haben, dann fangt mir mal hier in Kanada ab. Meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Noch einmal 204 346 0523. Ik wens je allen een goede week. Op Wiederhören.